Good morning, alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn freut dat je een Lebenswasser zijn van Del Samarias. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kunnen. En ook een boodschap hier op een weg wat zij kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou of je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn some mensen die kan je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, koffie of thee, die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, en dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, die wordt een gouden, klare, praktische boodschap hebben voor jullie verteld. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn zo beschäftigt dat je een Lebenswasser zijn van jou en we wensen je dus een gouden Samarias. Good morning, alle. Welcome to Lebenswasser van Del Samarias. Dit is een bijzondere dag van Del. Mijn vrienden dat je hier zijn. Zijn van een paar oorzaken waar je het besonders is. Eén is dat Oostren Samarias. Dit is de dag waar we dat vieren, dat Jezus is opgestaan. We vieren dat hier in onze kerk, maar niet bloß hier. Over de ganze Welt, waar de mensen ontdekken van Del, Jezus die leeft. En dat is de oorzaak dat we best zullen schaftig zijn van Del, aanloven, aanprijzen, hij is levendig, we kunnen hem veel. En het is best zo goed dat we deze Oostertijd kunnen toepakken. Ik dacht van Del aan dat 4 jaar, 1 jaar terug, dan weer hier niet in de kerk. Dan weer de kerk toe. En 1 jaar is voorbij gegaan, van Del kunnen we hier toe zijn, God sei Dank, dat we hier kunnen zijn. En de Oosteren is dit zo vier. De andere oorzaak is, we hebben Tauffast van Del. En dat is ook een zeer bijzondere dag voor de mensen die zich taufen laten. Van ons kerk, voor jullie als familie. Voor die die zijn teruggekomen, vielleicht jullie kinderen, grootkinderen. Er wordt allemaal erst in je steden hier, die zich taufen laten. Dat is een bijzondere dag. En zo we freuen ons best dat we deze dag kunnen zitten top 4. Ik freue me ook voor al die die online zijn. Dankzij voor met ons top zijn. Dit is een Oostern Samarias. Ik wens jullie God te zien waar we hier zijn. En best dankzij voor met Lebenswasser top zijn van wie af. So wat we waren doen in deze service, we waren aanvangen met de zeugnissen. Die wat zich wel taufen laten, die waren hier opgekomen, ze waren het zeugnis zijn, met zijn wer ze zijn. En wat in hun leven passiert is, wat niet een zeer lange zeugnis zijn. En ik wil jullie zijn dat een van onze pastors heeft met alle van deze gereed, eind aan eind met hen gereed, de goede tijd gehad. En een interview gehad en gehoord, de dingen met hen gereed, wat in hun leven wichtig is. En zo, we toffen aan van der, wat zij bekend, dat ze Jezus hebben aangenomen en we toffen geloven.
en dat was een goede tijd zijn. So zij waren testimonies geven, Zeugnisse. Dan waren ze aan deze tijd komen zetten en dan later waren we aan taufen. En die tijd wat we aan taufen, dan waren we alle staan en we waren aanbetungstijd zijn. We waren het team wat ons aanleiden hier, we waren zingen en God loven, aan prijzen, aan aanbeten. En bis een goede tijd had die tijd wat de Tauffast aangeeft. So, bis so goed dat je hier bent, bis ganz geloot zijn, want je hier niet bent. Bis ganz geloot zijn, dat wat schijn gaan hier, wat bis een goede tijd zijn, zoals we dat in Tauffast van deel hebben. En dan ganz te laat, nur de Taufe, wat Pastor John nog een karte boodschap had, en waar we God zien woord aan hier. So, dat waar we aanvangen. So, we waren aanvangen met de Zeugnissen, en so, dat kon de eerste opkomen voor het Zeugnis. Jezus en ik ga een bibelvers wat mij aan zei veel helpen dat in leven en dat is Johannes 3 vers 16 en dat is God leeft de wereld zo zei dat hij zijn einzig zien juist dat al die om aan leven niet verloren gaan over het eeuwige leven gaan. Dankzij. Good morning. Mijn naam is Lena Pedersen. Ik ben met Tauffast en de naam van een zin van het Vader en van Heilige Jezus. Ik wil dit doen als een bewijs voor den geloven wat ik heb aan Jezus Christus. Dankzij. Hi, my name is Annie. Ik ben met van de Oostren uit Jezus en ons met persoonlijk haren hebben. Ik geloof dat ik van de Oostren doe. Dankzij. Hi, mein Name ist Abraham Rema. Ich habe Jesus angenommen aus meinem persönlichen Herrn Herren. Ab dem Glauben, weil ich mich von den Taufen lohn aus dem Beweis. Ich habe Jesus angenommen und dann werde ich hier noch im Bibelvers lesen, das von Römer 10 verstehen. Wer von Herzen glaubt, wird der reich und wer mit Mühe bekannt, der wird selig. Dankeschön. Good morning, everyone. My name is Randy Teichrob, and I would like to share a little bit about myself today. I accepted Jesus as my Lord and Savior at a young age with the help of my sister Helen. I grew closer to God each day, but somewhere along the way, I lost my focus. I stopped reading the Bible, and growing in my Christian life was no longer my main priority. I recently realized how out of order my priorities have gotten. I can now see that if I prioritize growing closer to God and living out His way, all these other things will fall into place. Matthew 6:33 explains this perfectly. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. I am here today declaring to the public that Jesus is Lord of my life, and I would like to get baptized as a sign of my faith. Thank you. Awesome. Hello, my name is Adrian Weeb, and I want to baptize today because of my belief in Jesus, and I've been in belief for some time, but I didn't really know what receiving the Lord really meant until this youth where I really figured it out, and in that I wanted to get baptized so I can continue growing in Him. That's awesome, buddy. Good morning, mijn naam is Sulema Poitash en ik wil me vanavond taufen is een bewijs in mijn geloven. Ik heb Jezus aangenomen, is ik 11 jaar weer een jaar in de zomerbibelschool. En vanavond wil ik me taufen is een bewijs voor dat en wieder voor am leven. Dankzij. That's awesome. Hi, mein Name ist Cassie Wolf. Ich will mich hier von der Taufe beweisen, dass Gott hat mich geraten, ich will mein Leben wieder für am Leben. Dankeschön. Awesome. Hello and good morning. My name is Tanya Froze, and I want to get baptized today as a sign that I've accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Thank you. That's awesome. Buenos días, mi nombre es Johnny Thyssen. Hoy estoy aquí presente porque Dios tiene un propósito para mí. Me ha salvado de tantas cosas de mi vida. Le doy tantas gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes. Estoy libre y quiero dar otro paso en mi vida. Quiero ser bautizado en la fe de mi Padre Dios.
mi nombre es Alexandra. Hoy vengo a bautizarme por mi fe. Quiero seguir creciendo en mi vida espiritual. No soy la persona más perfecta y tampoco no busco cambiar a nadie. Simplemente quiero mejorar mi vida y quiero ser alguien más. Hello everyone, my name is Juliana Martins and I would like to share with you my testimony real quick. I grew up in a very tough home and as a child this affected me a lot. I got into depression and I got extremely hurt. So I ran to this world for comfort. I got addicted to my phone, I started watching pornography and horror and demonic films, and this affected my life very negatively and caused me to live in fear. It was until a night, I was 10 years old, laying on the sofa, when my throat closed and I wasn't able to breathe. I got really scared. I ran to my mom, but just as I stood before her, it opened up again. But it was at that moment that I realized and I asked myself, what if I would have died? I knew that I wasn't saved and that I wasn't going to heaven. And so I decided that I wanted to change. And I didn't want to sin anymore. And it worked for a while, but the friends I had at that moment were doing the exact same thing I was. And so I fell back into it again and did the same until I decided that I had enough. And I told my friends that I wanted to change and live a different life. And because of that, I lost a lot of friends. A little later, I asked Jesus to come into my heart, and I also received the Holy Spirit. Things were amazing for a while until I messed up again, and I had decided to worship the devil through dancing, something that before seemed so innocent to me. And now that I had the Holy Spirit, I knew that it was not pleasing to God, but I still decided to give in to peer pressure and did it anyways. Afterwards, I felt extremely guilty and ashamed, and I was really scared to run back to God. I thought he was extremely angry at me. And so I distanced myself from him, and I went back to watching pornography, horror films, and this time it was even worse. I felt completely hopeless. I thought God could not forgive me again. After a while, however, I started searching again and trying to see if there was still hope for me. And then one day, Bible Flockbox, he had a live video on YouTube, and I decided that I would comment into the live stream and ask him if there was still hope for me. And out of all the comments that were coming into his live stream, he saw mine and decided to answer it. I don't remember exactly what Bible verse he gave me, but it said anyways that when we fall, God is always there for us to help us get back up again. I didn't really know how to react or respond. It took me really long to personally accept that verse because after years of thinking that God was mad at me, here's this verse telling me otherwise, and I really had to work on changing the way that I thought of and the way that I knew God. And so I decided to go back to God and get a better relationship with him again and to connect with him. Other Christians, they also really helped me, and I cannot have done this alone. And my goal now is to become more like Jesus each and every single day. And so I would just like to encourage everyone, first of all, if you have not given your life to Christ yet, that you do it. It is the most important decision that you will ever make in your entire life, and you will not regret it. And secondly, if you have messed up, just know that God is always there for you. Do not run away from him, but come back to him, for he loves you and he wants to help you. I would also like to share a Bible verse with you real quick. It's in 1 John 4, verse 4. You, dear children, are from God, and you have overcome them, because he that is in you is greater than he that is in the world. Thank you. Amen. Hola, mi nombre es Ashley Miliana Arananchondo y yo quiero bautizarme en la fe de Cristo y lo acepté como mi salvador tras la muerte de mi papá a los 8 años. Me llenó un vacío que yo tenía y doy gracias por eso. Hi, mijn naam is Araceli Klassen en ik wil van jou toeven als een bewijs dat ik Jezus heb als mijn persoonlijke Rara ongenomen. Ik wil me ook zo veel aan mijn familie en mijn vrienden bedanken die mij zo geholpen hebben tussen
decision to machen and we have thought encouraged it to them. Thank you. Goed, vrouw, dat het team wordt opkomen. We waren aanvangen met worship. Veel dank zijn te al van jullie wat jullie testimony hebben, jullie zeugnis hebben metgedeeld. En je hebt gezegd dat je bent niet in Christus en je vangen niet het leven aan. En dat vreet me zeer dat we die Sheikh hier kunnen kartieren. En me vreet dat we jullie toffen kunnen op jullie geloven van jou. So wat we doen is, we waren best aanvangen met God loven, aanprijzen, aanbeden. En die tijd wat de aanbidding is, gaan we best handklatschen en juchen voor die wat zich toffen laten, best aan het mond spreken. En zo we best ganz vrij zijn en voor God komen. Ik wil vragen dat je opstaan en wel we te beden. Voor am Himmel dank zijn dat we kunnen dit in Oost-Samariërs vieren. En bijzondere dag wat du ons hast gegeven, wat niet het leven meint. En meint das wirklich leven. En du sagst, wenn wir frei sind in die, wo wir wirklich frei sind. Und ich bete ein bisschen sehen, nu, ob jeder einer, was sich taufen lässt hier von dir, ein bisschen besonderer sehen ab er, Gelotenheit über er, wenn sich taufen lässt, bis das wird eine gute Zeit sein. Und ja, uns alle, was hier taub sind, bis eine Gemeinschaft mit dir, Herr Jesus, wenn wir die anbeten, und die loben, und die preisen von dir, wenn du bist, wird es nie Leben schafft. Wir sagen dir Dank in Jesu Namen. Amen. Soll du grof, wo hij lag, soll ich stehen, wach gerot, habt ihr Stunden, Jesus lebt. Soll der häng, soll der feut, voll der Wunden im Gleib, habt ihr Stunden, Jesus lebt. Jesus lebt, hoi lebt, die Kraft, die Nieet wacht an, hoi seilig für Emmanuel. Jesus lebt, jeden brechen frei, Kraft zu sehen, heute et Wunder, Jesus lebt. Nimm die Freiheit, nimm die Leid, kost die Siege, jeden voll. Heuer ist hier, jo heu lebt, die Kraft, die Nieet wacht an. Schon, Leute sehen doch groß, wir sind verjährt, dort folgt immer Gott, durch den Blut allein, dort ist vor dich, die 29 schon, Leute sehen doch groß, wir sind verjährt,
wer sie hat und den Gottes in sich besorgt. Amen. Wir verloren doch ein neu nie und euer Fleut von mir. Euer Fleut von mir. Bringt euch Sinn mehr Fried, euer wirklich Fried. Frag sie Gott, sin Kind, jo sin Kind. Durch mein Land auf mir hat sie losgekommen. Wie ins Globen es in noch, das doch euch stark von mir. Jesus stark für mich, wem soll sehen, wer flieht, soll es wirklich fliehen, weg sie Gott sinken, jo sinken, wenn mein Bruder sie hüt, du's nicht steht für mich, weg sie Gott sinken, jo sinken, hüter Welt und genommen, weg sie wer sei sexy, du bist für mich, was nicht gegen mich, weg sie wer sei sexy, hüter Welt und genommen, weg sie wer sei sexy, du bist für mich, was nicht gegen mich, weg sie wer sei sexy, weg sie wer sei sexy, wem soll sehen, wer flieht, soll es wirklich fliehen, weg sie Gott sinken, jo sinken, wenn mein Bruder sie hüt, du's nicht steht für mich, weg sie Gott sinken, jo sinken, wenn mein Bruder sie hüt, du's nicht steht für mich, weg sie Gott sinken, jo sinken. Der Welt und genommen, ich sie wer du sei sexy, du bist für mich, bist nicht gegen mich, ich sie wer du sei sexy, der Welt und genommen, ich sie wer du sei sexy, du bist für mich, bist nicht gegen mich, ich sie wer du sei sexy, ich sie wer du sei sexy, jo ich sie wer du sei sexy, soll sehen wer flieht, soll es wirklich fliehen, ich sie Gott sinken, jo sinken, wenn mein Bruder sie hüt, du's nicht steht für mich, ich sie Gott sinken, jo sinken. Du raubst mich ut och grov binu. Du raubst mig 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 ut och grov binu. Du
du raubst mich ut och mina sjål.
Ik zei dat alles vergoed, dat nie is je kom. Nu ik op bestundungskracht, ik kan leven aan mij, Jezus, hat die uns Freiheit. Nicht mehr gebunden sind im Dienste, erkleben die Leuwen Scheinheit, hat die uns Freiheit. Ich sieh mit Herrlichkeit geklärt, din helga gäster lebt an mir. Dig förgodninghet hast du betont, då ni är till. Nu har jag bestundungsgrund, jag kan leva med mig, Jesus, har det jag som frihet. Nicht mehr gebunden sind in Diensten, erkleben die Leuwen Scheinheit, hat die euch uns Freiheit. Freiheit, hat die euch uns Freiheit, die euch uns Freiheit, der jeden sein Wort. Freiheit, hat die euch uns Freiheit, die euch uns Freiheit. Halleluja. Freiheit, hat die euch uns Freiheit, die euch uns Freiheit, mit jedem sein Tag. Freiheit, hat die euch uns Freiheit, die euch uns Freiheit. Halleluja. Die Bestundungskraft, ich kann leben an mir. Nicht mehr gebunden sind im Dienste, erkleben die Leuwen Scheinheit, hat die euch uns Freiheit. Nu hat jag bestundungskraft, jag kan leva med mig, Jesus, har die euch uns Freiheit. Nicht mehr gebunden sind im Dienste, erkleben die Leuwen Scheinheit, hat die euch uns Freiheit. Ich hab Bestundungskraft, der lebt an mir, nicht länger gefangen sind im Dienste. Hat die euch uns Freiheit, hat die euch uns Freiheit. Hey, du hast eine Ursache, warum wir kämpfen, und fühlen das wie down. Denn Jesus ist gestorben, aber drei abgelebt. Und du wegen, ich habe unsere alle Personen gestorben und drei ableben. Und ich glaube, das ist genug Ursache, warum wir kämpfen, und uns freien. Weil wir uns verloren besäuen, weil wir dort für Gott down. Das nicht für uns kann scheiden, nicht keine Wund, der brüchst die alle du, die brüchst die du. Jeden muss gebangen, durch deine Gnade voll noch, die jede noch, die volle noch. Du rufst mir ut av grå, du rufst min anden dårlig, du rufst min nomen min hårt dårlig. Dine løyves grata, dine løyves stjåka, dine løyver vakt mi, det vakt mi opp.
dine løyves grata, dine løyves ståja, dine løyve er bakt mi, det er bakt mi, ja. Jeg kvalde distre skjære, en nåde dødes kom til leven tre. Hier er like van leven, en nåde kjærpen tenk vi leven har, det stilles har. Dyraps mi ryktet og blå, dyraps mi nannen dårlig, dyraps mi nummer min hårdt dårlig. Dine løyves grata, dine løyves ståja, dine løyve er bakt mi, det er bakt mi, ja. Dine løyves grata, dine løyves ståja, dine løyve er bakt mi, det er bakt mi, ja. Vi har løyve og død kon og snekon, vi synger lyd, vi leven har, stilles har, vi har løyve og død kon og snekon, vi synger lyd, vi leven har, stilles har, vi har løyve og død kon og snekon, vi synger lyd, vi leven har, stilles har. Dine løyves grata, dine løyve ståja, dine løyve er bakt mi, det er bakt mi, ja. Dine løyves grata, dine løyve ståja, dine løyve er bakt mi, det er bakt mi, ja. Dine løyves grata, dine løyve ståja, dine løyve er bakt mi, det er bakt mi, ja. Dine løyves grata, dine løyve ståja, dine løyve er bakt mi, det er bakt mi, ja. steht, der Gott von der Lösung, lügt den Bajun. Was du dein Leben jäufst, doch wie alles wird nicht euch. Was der Stein wird weggerollt, kannst du doch drauf gehen. Blut ist ein Schild, born man press. Warum sie gehen für ein Leben, jenem doch groß. Jesus lebt, wir singen wie alle Lüg. Der Kopf hat dort, dass ihr wirklich verändert so
du lebst, fängt die Hoffnung an. Wenn du lebst, haft uns Leute niemals ein. Wenn du lebst, hab ich Leben, det förändrat alles, det förändrat alles. Wenn du lebst, fängt din hoppning an. Wenn du lebst, haft uns Leute niemals ein. Amen, dat wenn Jezus en de dingen zijn veranderd, ook voor deze wat ik kan laten taufen, dankzij voor met zingen, je kan je een doel zetten, dankzij voor God bes loven en prijzen durch deze tijd. Ik geloof, ik had het eerst niet gezegd, aber we hebben wel Regeln, wanneer we Tauffast doen, een van onze pastors, als de allemaal im Tank ben, en ze worden alle getauft op de naam van den Vater, Sohn en Heiligen Geest. En we vragen ons met, we worden hier nog een boodschap hebben. Pastor John wat de boodschap hat, so hier ist Pastor John. Vandaag is een dag van celebreren. We celebreren eerstens wanneer Jezus is opgestaan. Ik denk eenmaal aan Jezus in de Jena, die weer met hem toekje was, Petrus zum Beispiel. Hij weer met Jezus toekje was, voor een tijd lang al, en hij had de wunder gezien, hij had verschillende dingen zelfs gedaan, hij had versproken door te zijn bij hem dood, en voor Jezus aan te staan. En dan onderdrukt, dan verlichtte Jezus met vleek wieder zegt de schrift, en hij zegt Jezus te zijn af, en dan stierf Jezus. En ik stel me maar zo ver Petrus zijn paar deel van de kruising, of van wo hij Jezus verleden deed, wat hij Jezus frisch beging, dat weer een moutloze tijd voor Petrus. Dat weer hoffnungslos. Op den dag wat Jezus opstond, dan hebben we de geschichte van twee jongeren, twee van Jezus in de opvolger, ze gaan naar Emmaus. En door, ze vertalen zich heen geweest, en dan komt Jezus te mank, en hij vertelt met hen, en die hadden een soort, ze zeiden, wie hadden gedacht? We hadden gedacht dat deze woord zijn rek opstaan. Maar nu is het alle erg. Nu is het alle voorbij. En zo zijn we moutloos in het huis. Ik geloof, ze dachten zo, okay, deze laatste paar jaar wat we geleefd hebben met Jezus toe, dat is verspeelde tijd. Nu waren we in het huis gegaan, we waren aanstinkt doen, wat hebben ze duiden, en we waren verzekerd te vergeten van wo we geweest zijn. Maar dan erkannten ze Jezus. En dan zegt het, ze stonden op, en ze renden terug naar Jeruzalem. En als ze daar komen, dan reden ze door met de alf, met de andere jongen. En dan zeiden die, de Herr is werkelijk opgestaan en hij heeft Petrus bejegend. En weet je, die bejegend ook met Petrus, dat vond ik eenmaal waar het geweest is. Bij het laatste wat Petrus deed, wie Jezus verleden. En nu eenmaal bejegend dat Jezus was. En zo hij had niet het leven, ja, dat we niet hoopning. Dat is wat Taufen voor ons verstelt. Van dood naar leven. We zijn gestorven tot ons oude leven, we zijn begroefd, opgestaan tot nieuw leven. De geschichte van Israël im oude bund, dat is een zeer fijn beeld van dit. Zij waren slaven in Egypte, al voor vele jaren was, ze hadden al lang gebed, naar God geschreven voor hulp. En bij eenmaal schickt God Moses te hand, om ihn te uithouden.
dat is een längere Geschichte. Gott macht verschiedene Wunder doen und Plauen anbringen. Aber bei einmal laat ich nicht entgehen. Und dann kommen sie nach das Rote Meer. Und da sind sie sozusagen Fuß. Wo der Pharao mit seiner Armee hängen. Und sie sind da an der Klamm. Aber wie weit die Geschichte, wo Gott das Wutter aufteilt, sie gingen da durch, hängen, kommt das Wutter zu, und sie werden von Ägypten getrennt. Das ist, was Taufe ist. Taufe ist ein Bild von, wo wir sind getrennt von uns altes Leben. Na weet je, wir zelebrieren hier. Wir singen Lied, wir klatschen hängen, wir jochen einmal, wenn wir getauft werden, dort stalt für ein neues Leben. Ich werde dood, nu zie ik zum Leben gekommen. Und weet je, als Israel durch im Wutter wir, dann sangen sie ein neues Lied. Ich weiß nicht, vielleicht hat Moses oder seine Schwester das geschrieben, dass sie da durch im Meer gehen. Aber ich will dir ein Part von das Lied lesen. Das sagt es dort in 2. Mose 15. Aus dit alle Wort sangen Moses und die Israeliten das Lied vor dem Herrn. Dat zegt ze, ik wil vom Herrn zingen. Dat is wat we doen. Dat is wat we doen op Tauffast. We zingen van dem Herrn. We zingen van den Sieg, wat we hebben. We zingen van dat nieuwe leven. So ik wil vom Herrn zingen. Hij heeft wat großartiges gedaan. Dan weet je, in Erde leeuw, dan weer dat zij weer van Ägypten weg. Zij weer niet meer Sklaven. Eerst druwen zij telen. Eerst schoften zij van Pharao onder de pit van Pharao. Nu werden zij vrij. Gott hat was Großartiges getan. Gott hat nie het Leben gebracht. Sie sagen wieder, hij hat Pier und Ritter am Meer geschmeten. Na, was sie hier singen, ist, dass de Fien, die sind nicht mehr. Gott hat de Fien überwunden. Und weißt du, diese Welt hat viel für uns, viel Fallen, wo wir können fallen. Aber Gott hat alle überwunden. Jesus ist Herr über alles. So ich singen wieder, mit dem Herrn sehe ich stark, wegen dem Herrn singe ich. Und das ist, was wir wollen auch sein. Wir wollen mit Jesus stark sein, mit Jesus wollen wir singen. Der Herr hat mir gerat. Er ist mein Gott, am will ich preisen. Er ist mein Vater, sein Gott. Ich will ihm hoch achten. Der Herr ist ein Krieger, sein Name ist Herr. Vielleicht wird es fein sein, wenn mal wer in der Kirche würde, eine Melodie schreiben zu das Lied. Dann können wir das Taub singen, mit uns Team Taub. Es ist ein feines Lied, aber das weiß nur Gott seine Kraft, das weiß nur Gott sein neues Leben. Tauffast meint neues Leben. Na, wir kriegen nicht neues Leben durch die Taufe, aber das weiß, dass das passiert ist. In unserer Gegend, nu wo wir sind, sollen wir neues Leben. Alle wo wir fahren. Wenn wir bei den Apelgarten vorbeifahren, dann sehen wir neue Blumen. Wir sehen neue Blätter. Vielleicht haben wir Tüß Bäume und die fangen an auszuluten. Die fangen an zu blähen. Und das ist neues Leben. Für Monaten leidet die Bäume dort. Für Monaten wundern meine früher wir kauften uns laatst ein paar nate Bäume. Well, das ist nicht, was wir kauften. Wir kauften ein paar Stadien, so leidet das. Ohne Leben. Und weißt du, nu fangen die an auszuluten. Nu kommen da Blätter raus. Und die fangen an zu blähen und so eine Dinge. Aber weißt du, das meint, das wisst du nachher, dass in den Sturm das Leben. Und das, was das ist, Taufen ist der Blumen sozusagen, Taufen ist das Blut, das ist nicht das Leben, das ist der Beweis von Leben. Und so, der Sturm hat Leben. Du hast nie das Leben angekommen. Paulus schrift so steht in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns uit de gewalt van de dienstere maag uitgeraad en heeft ons ingezaad in het rijk van zijn zin. Dat is wat Israël beleeft. Zij waren in dat land van Erfien. Zij dienden Erfien. Nu had God in de uitgeraad en als zij daaruit zijn, uitgeraad worden Erfien verzuipen sozusagen. En de woeders hingen in touw. Zij zijn afgesloten van het slavenleven. Uitgekomen, dan zingen zij niet het lied. Hij zegt wieder, in Jesus haben wir unsere Radung, dat meint Jesus hat unsere Sünden vergeeft. Dat is wat Petrus beleefd. Hij had zich verzinnig aan Jesus, hij had Jesus verleerd, met vleek wieder verleerd, dat weer het laatste ding wat hij met Jesus deed. En dan is Jesus aan bijeen, en dan is hij door een woede zijn, dan zegt Jesus, Tom, luister mir, Simon. 3 Mal fragt hij hem dat.
En ik geloof dat is ten Petrus wiesen, ik had die immer geleefd. Durch die dreimal wat hij mij verleden heeft, ik leef die jedes Mal. En ik vergeef die jedes Mal. Paulus sagt in Epheserbrief, je wieren en je zinnen geestlich dood, als je nog zo leefden, als deze Welt dort verlaten. Dan weet je, hier is een woord, wat ik wens, want dat zo weer voor alle van ons. Hij zegt, je wieren dood. Je wieren dood. Dan als je nog in deze Welt leefden. Zo hij zegt, als je zo leefden, als deze Welt dort verlaten. Dan weet je, we hebben geleerd van klein aan, dat we zal niet weltlich zijn. Weltlich bij ons meint, wo die dort van buiten zit. Wo die die Haar hast, oder wat van Bord die hast, oder wat van de Kleider die aan hast, oder wat die forsch oder nicht forsch. Dat is meer ons System gewas, dort wir weltlich. Aber dat is nicht weltlich. Ich meine, kann Port sein für das weltliche System, aber weltlich meint, wo du denkst. Weltlich ist in dein Hort. Und so sagt, je leeft in so der Welt. Wo leeft de Welt in ihrer Welt? Weet je, wo die Erde-Tijd leeft? Aufjater anbeten. Sie beten einen Stein an. Sie beten die Göttin Diana an. Dort wie ein Ephesus der große Ding. Aber sie haben ein weltliches Denken. Weißt du, wenn du bloß für Geld lebst, dann hast du ein weltliches Denken. Wenn du für diese Welt lebst, für diese Zeit hier, und du wirst alles toprufen hier, was abrechtig oder unabrechtig, hält sich gleich, aber hier wo ich recht sein. Das ist ein weltlicher Weg von Denken. Und so, wenn wir bloß so denken, als die Welt hat, und was die Welt wichtig ist, das ist uns wichtig, dann leben wir weltlich. So, er sagt, wir und die sind geistlich tot, als die nach weltlich lebten. Als die denken in der Welt wir. Und wat je, die nieuwe Geburt bringt, die nieuwe Denken anstande, bringt die nieuwe Hort. Er sagt wieder, in die unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht, ungedun wird, den Geist, der in der wirkt, die Gott nicht horchen. So Paulus sagt, wenn wir geistlich tot werden, dann wir wie so der Welt, wir dachten so der Welt. Und dann sagt er, als wir geistlich tot werden, dann gehört wir zu den Teufel sein Rück. Wenn du nicht Jesus kennst, als deiner Leser, wird dir das ja zwei Königreich so zu sein, ein gehört den Teufel, ein gehört Gott. In mein Glauben an Jesus Christus nimmt mich aus den Feinsten Rück raus, in Gott zu nehmen. Und so heißt es, je deunden die unsichtbare Macht. Diese Welt wird regiert von den Feind. Und wenn wir in der Welt sind, wenn wir weltlich sind, dann deuten wir den Teufel. Wir denken, dass der Feind hat. Wir folgen dort nur, was er will. Und so heißt es, wir werden diese Macht ungedun. Und diese Macht wirkt in dir, was Gott nicht horchen. Und das, was wir hier zelebrieren, wir sind da rausgekommen. So wird es mal. Aber Paulus sagt, die wir. Ich wünsche, dass wir so in dein Leben. Da wir nicht jemanden sagen, bist noch wer du bist. Aber die wir nur. Dann der dritte Ding, was er sagt, wir lebten zu einer Zeit, auch alles aus uns Fleisch dort verlangen, und wurde uns Last uns drauf, und wir von der Tür utkennen, und ihr Gott sind euer, so alle anderen. So, er hat hier die drei Dinge gesagt. Jetzt soll ihr dort meint, dass wir leben, so die Welt hat, oder wir denken, so die Welt. Das ist Port von geistlich tot sein. Wir sind von Gott getrennt, mit der Welt totgebunden. Zweitens, geistlich tot meint, dass du gehirrst in die Teufel, und du lebst in seinen Reich, und du darfst so weil du bist arm gehorsam. Der dritte Ding, was er sagt, dass geistlich tot meint, dass dein Fleisch und deine Last regieren dein Leben. Sag mir nicht, was das bei dir ist. Paulus sagt, je wieren so steht. Die Epheser wären da rausgekommen. Die Epheser wären rausgetragen aus Ägypten sozusagen. Und das, was wir von der hier zelebrieren. Diese Menschen, die hier ewig kommen, ein Zeugnis geben, sie sehen, sie haben nie das Leben. Und das wollen wir taufen. So Taufe meint ein neues Leben. Paulus sagt in Epheser 2,11, ich will Lothar mit 3 gehen nach der anderen Verse, aber er sagt es dort, vergeht nicht, je wieren von der Tür aus, morgen dort wird, war das wäre je wieren. Je wieren von der Tür aus, als nicht Juden geboren, und je worden von denen, die durch Menschenhand beschnitten sind, die unbeschnittenen genannt. Nou, ein Ding, was wichtig ist für uns zu verstehen, das ist der Unterschied zwischen Juden und Heiden. Ich rede davon. Wenn uns halt dort die Schrift verstehen, man wie das Unterschied weiten. Weil Gott schafft im Alten Bund durch Israel, durch die Juden können wir sein, von Abraham wieder, er bildet ein Volk, und durch das Volk haben wir uns glauben. Durch das Volk
dass Gott sich offenbaren zu dieser Welt. Durch das Volk habe ich die Bibel. Durch das Volk habe ich den Messias. Durch das Volk hast du das neue Leben. Oder nicht, dass das durch ihn kommt, aber der Messias kommt durch ihn. Und so Gott hat sich offenbart durch das Volk. Aber sie dachten, sie wären der Einzige. Sie haben dort all ein bisschen verdreht, was dann bei Jesus kam. Und als die Kirche anfing, dann will Gott die Heiden mit anteilen. Dort geht lang, was die Juden willig wären. Für dort, Petrus muss eine Vision gewesen von Eten. Wenn wir eten, wird er entrannt. Petrus ging nicht wie ein Herr eten. Wenn der hat andere eten, der hat vielleicht Schenkefleisch oder eins andere Dinge. Und so er ging er nicht nach. Aber Gott weiß ihm, dass er die Heiden angenommen. Und so Paulus schrift nu zu Heiden. Und er sagt, je wir weit auf, je Heiden gleich zu Gott. Er sagt wieder, so steht. Je wir dann, manchen dort je wir dann ohne Christus und ohne Gott sind Volk, und an Gott sind Volk wie Frauen. Und was Gott an Israel vermerkt, und er gesagt hat, ging es nicht an. Die hat nichts zu hoffen, und wir sind ohne Gott in dieser Welt. So das würde Heiden werden. Sie gehörten nicht zu Gott sein Volk, sie hatten keinen Messias, sie hatten keine Hoffnung, sie wären hoffnungslos in dieser Welt gewesen. Aber so wie auch mal, dann stand Jesus ab. Und Gott sein Plan wäre, dass die Heiden würden dann angeteilt worden. Und so nicht bloß, sei wie tot in unserem Sinn, wir sind auch tot in unserem Heidentum. Weißt du, wir sind Heiden. Wir gehören nicht zu das jüdische Volk. Na, ich wundere einmal, dass wir vielleicht ein Bett down. Ich will noch mal ein Bluttasten merken, zum sein sich da. Aber anyway, das ist mein Ding. Aber weißt du, im Großen und Ganzen, wie hier manche Heiden. Wir wären nicht bloß geistlich tot, wie wir noch von Gott im Volk getrennt. Wir hatten keine Hoffnung. Wir wären ohne einen Messias. Na, weißt du, wir streiten uns in die Kirche von der einmal in das alte Bund. Like, wofür von dort sollen wir noch holen? Weißt du was? Der alte Bund wird nicht für Heiden geschrieben. Der alte Bund wird für Israel geschrieben. Na, dort meint nicht, dass er nicht Prinzipien sind, was für uns gut sind. Aber wir müssen mal durch anfangen, dass der alte Bund wird für die Juden geschrieben. Dass die Heiden werden ausgeschlossen. Die Heiden werden gebeten. Die Heiden hatten kein Teil daran. Sie hatten keinen Messias. Sie hatten keinen Erlöser. Wir wären ohne Gott in der Welt. Ohne Hoffnung in der Welt. Nicht bloß geistlich tot, aber auch im Volk tot, kann man sagen. Oder wir gehören nicht zu Gott sein Volk. Und dann, wenn wir trägen, in Epheser 2, Vers 4, da haben wir wieder über Gott. Wir zelebrieren hier in der Kirche über Gott. Wir dann einmal über Gott Geschichten. Und weißt du, so wird es? Über Gott. Und das, was hier getroffen wird, von der, die sagen, so wird es? Über Gott. Und weißt du, jährliches Leben kommt von Gott. Das ist eine von den Wahrheiten, wenn wir uns dort können horten und sehen, dann wird wir lang nicht so viel Trouble haben mit uns glauben. Jährliches Leben kommt von Gott. Jährliches Leben, in der Religion, durchkommt jährliches Leben immer von einem Mensch. Immer durch meine Worte, immer durch, was ich mir antrage, immer durch, wo mir das sitzt, oder was ich vorher nicht vor. Wir sind so bekannt, dass das Mennoniten. Aber jährliches Leben kommt von Gott. Jährliches Leben ist ein Geschenk, was Gott dir gibt, durch den Glauben an Jesus Christus. Und so sage ich, über Gott, das neue Leben, was diese Menschen hier von der wiesen, oder was wir hier zelebrieren, das ist ein Leben, was von Gott kommt. Sagt es steht, aber Gott ist so reich und Gnade, und er ist uns so gut, dass er uns mit Christus Tauffast zum Leben bracht, wenn wir auch tot in unsere Sünden wären. Durch Gnade war wir selig. Und weißt du, wenn du von der hier bist, und du verlässt dich auf ein menschliches System, dann bist du noch einmal in das alte Leben. Dat als ik correct gelijk wo fan du bist, wo du die antragst, wo du die zit in twee groepen hier, en als du je tof bist oder nicht, oder was du alles sagst. Wenn du die auf die selbst verlässt für Lesung, dann bist du nach Hammer in den Teufel sein Rick. Die Bibel kann nicht klarer sein, wie das als ist. Jährliches Leben kommt von Gott. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht ein Geschenk, wenn ich für die Kirche hier, oder wenn ich getauft bin, oder wenn ich die Bibel lese, oder wenn ich bete. Das sind alles feine Dinge. Aber jährliches Leben kommt von Gott. Und ich wünsche, wir uns an Horten ansehen. Wenn Gott die nicht jährliches Leben gibt, dann hast du keine Hoffnung für die. Dann sagen wir, dann haben wir Heiden. Dann haben wir noch keinen Anteil an das. Und wir haben keine Erlöser. Und wir haben keinen Weg dort. Aber Gott, in seiner Gnade, gibt uns Jesus. Und so nu durch den Glauben an Jesus, können wir dort kommen. Er sagt, so steht in Epheser 2,13. Aber nu ist das anders.
Nu sind die Christen, nachher redet hier zu den Heiden, erst wären sie weit auf, sie wären ohne Hoffnung. Aber nu ist das anders. Und weet je, nu ist das anders. Wann dort in mein Leben passiert ist, wenn dort in dein Leben passiert ist, nu ist das anders. Das sind von den ganz besten Sätze an der ganzen Bibel. Nu ist das anders. Weißt du, was nu anders ist? Nu sind wir nicht mehr Tod in Sinn. Weißt du, was da anders ist? Nu sind wir nicht mehr getrennt von Gott sein Volk. Wenn Jesus ist gekommen. Jesus ist abgestanden. Er ist nicht bloß gestorben, er ist abgestanden. Vielleicht hast du was in deinem Leben, eine Lehre, und du wirst so wünschen, warum mal anders schwer. Meine Früher und ich haben so eine Lehre in uns Leben. Wir würden rein alles in unsere Welt geben, wenn die Lehre anders wäre. Und vielleicht hast du so eine Lehre, wenn du kannst sein, aber nu ist das anders. Aber weißt du, in Christus, keiner Wort von der Lehre, wir sind, keiner Wort von den Dingen schlecht gegangen sind im Leben. Aber wir können sagen, nu ist das anders. Weißt du was? Wir sind nicht mehr ausgeschlossen, wir sind nicht mehr in Ägypten, wir sind nicht mehr Sklaven, wir drehen nicht mehr Teilen von den Diebel, von den Feind. Nu sind wir an der anderen Seite weiter. Nu haben wir nie das Leben. Nu ist das anders. Er sagt, aber nu ist das anders. Nu sind die Christen, die werden weit auf, aber nu sind die durch Jesus Christus, sein Blut, ganz neu gebracht. Nu ist das anders. Und wenn du Jesus kennst als deiner Leser, dann kannst du sagen, nu ist das anders. Ich will mal wieder von Gott, ich lebe den Sinn, was immer das wir. Some von diesen, was hier oben wären, sehen uns, wo sie den Sinn gelebt haben. Aber nu ist das anders. Vielleicht hast du einen Sinn gelebt, in Pornografie oder was immer das alles ist. Und du hast in Hurerei gelebt. Oder du das noch, da kann in dein Leben anders werden. Du kannst bei dem Punkt kommen, du sagst, weißt du, aber nu ist das anders. Und weißt du, Jesus ist abgestanden. Jesus in ihr Leben kommt von Gott. Da kommt nicht wenig Dollar für sich oder wenig nur so Fernsehen was für 3 Monate. Jesus in ihr Leben kommt von Gott. Laut an den Horten ansehen. Das ist ein Geschenk von Gott, oder du hast es nicht. Ein von beides. Und so Jesus in ihr Leben kommt von Gott. Du, wenn sei wie Obergott. Du, eine Rede wie immer war von Obergott-Geschichten. Matthäus 28, Vers 19, Jesus wird von dort abgestanden, hat seine Jünger rausgeschickt und dann sagt er das, dann geht nicht nur die Völker von der Welt und merkt an die Lehrlinge. Wir sagen bei Lebenswasser immer Glauben, Taufen, Wassen. Und dort kommt hier raus. So er sagt, merkt die Lehrlinge, wie kann sein, das Glauben. Bringt Menschen zum Glauben. Und deupt an den Namen von den Führer, von den Sehnen, von den Heiligen Geist. Das ist der Deub. Lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe, das ist Wassen. Glauben, Taufen, Wassen. Aber weet je, dat ganze Ding heeft te doen met Nieet leven. Vandaag is Auferstehungsdag. Wenn Jesus nicht wieder von dort abgestanden, dann können wir nicht vor. Bloß wenn er am Kreuz starb, dort habt ihr nicht ein ganz kleines Bett. Wenn er nicht wieder von dort abgestanden. Ich weiß, wir haben vielmal, wir fokussen an das Kreuz und heißt, wenn sie sind gestorben, weet je, das ist so. Aber ohne die Auferstehung, wie der dort, rein uns für Jesus. Ohne die Auferstehung, wie Jesus sein ganzes Leben, was hat dieses ihr Leben mit Wundern alles tut, da wir alles nur ohne die Auferstehung. Ohne die Auferstehung bist du noch in deinem Sinn. Ohne die Auferstehung hast du keine Erfahrung von dir. Dann hast du kein Obergott. Und du hast kein Nur, es dort anders. Die Auferstehung ändert rein alles. Die ganze Bibel als leer ist, wenn Jesus nicht von dort abstand. Ich sehe erst in der ersten Service dort ans Christentum als nicht auf die Bibel gegründet. Und ich weiß, ihr bumst mit drei, wenn ich das sage, aber warum mit überdenken? Die Bibel selbst ist auf die Auferstehung gegründet. Unsere ganze Bibel, das sind bloß Geschichten, wenn Jesus nicht von dort abstand. Uns Glauben, uns christliche Glauben, das ist auf die Auferstehung gegründet. Nicht auf die Bibel. Na, die Bibel beschriftet, und das ist Gott sein Wort, das bin ich auch verstanden. Aber wir können nicht, wir können die Bibel haben und die Bibel lesen, Tag und Nacht, aber wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, oder wenn wir nicht selbst sind, von dort abgestanden, dann ist das ein lades Ding. Und zu uns glauben, das hat die Auferstehung gegründet. Wenn das Tag nicht was wie eine Gewaltgeschichte, dann können wir in ein Haus fahren, dann wie wir haben Heiden, wo da ohne Gott sein Volk werden, ohne einen Erlöser, hoffnungslos in dieser Welt. Das ist, wo wir würden leben. Und das ist, wo wir würden sterben. Aber die Auferstehung ändert alles. Nicht so anders. Und so das, was hier durch Mutter ging, und das wollen wir unterdrücken. Vielleicht wollen wir wissen, dass wir unterdrücken. Wenn das ein Feindbild von Sterben, begrüßt sein und abstehen. Das wollen wir tun.
Aber weet je, wanneer dat in mijn leven niet passiert is, en ik zie niet in Nieet leven gekomen, ik zie religieus, ik ga de Bibel, eenmaal lees ik daarop, ik zie religieus, ik verloop me op mezelf, op mijn kerk, op mijn systeem, aber ik zie daar geen Wutter gegaan, dan zie ik not geworden. Aber der Tauffast stelt für, ich zie het Ägypten teruggetrokken. Als du getauft wordt, dan ziet du, dat du wirst gestorven te dein oude leven. Nou, dan meine ich, dat wir zijn volk aber dat is wat we zien. En zo ik wonder, kannst du sein, aber nu is het anders. Kannst du sein, aber Gott. Oder sagst du bloß, ober mein System, oder ober meine Kleider, oder ober meine Haare, ober dit, oder ober dort. En weet je, wie komen in een systeem wat zich zeer verleidt op allerlei dingen. En wie man dat aanleren en zeggen, weet je wat, ik verloop me op Jezus Christus. Ober Gott. Nu is het anders. Nu zijn we van dood zum Leben gekomen. Amen. Wenn du Jezus van jou kennst, als die Leser, dann kannst du sein, ich sie von dood zum Leben gekommen. Und das ist nicht wichtig, ne, wenn ich check die forsch, das ist nicht wichtig, wo kriegt die das von Büten sind. Und wir wollen natürlich sein, nicht? Aber das ist nicht das Denkbar. Aber Gott gibt ewiges Leben. Wenn du hier bist von dir und du hast noch never Jesus angenommen, oder du bist religiös, und du hast noch immer die Dollar, die sollst verloren hast auf Gott, dann würde ich dich einladen. Nimm Jesus an. Verlut dich ab an. Das will das Leben kommt von Gott. Nie das Leben kommt von ihm. Die wahre Geburt kommt von Gott. Das ist nicht something, was du selbst die utarbeitest, oder verdienen kannst. Das ist ein Geschenk von Gott durch den Glauben an Jesus. So glaub an Jesus, nimm am an als Dienerleiser, das was heute am Kreuz, das wir für die, seine Auferstehung wir für die, und Gott kann dir nie das Leben geben. Amen. Wir haben noch beten. Vater, Dankeschön für das neue Leben. Dankeschön für uns, dass wir Ägypten rausholen. Dankeschön für uns, dass wir das Meer bringen und unsere Feinde versuchen. Help uns an zu denken, dass wir sind nu in Dienerik und du regierst uns Leben und du merkst uns nie. Nu ist es aber anders. Wir wären mal weit auf, wir hatten kein Anteil, wir hatten keine Hoffnung, aber nu ist es anders. Und Herr, das ist, was wir zelebrieren von dir. In deine Auferstehung und an der Auferstehung von uns selbst. Nicht bloß eine Auferstehung in das geistliche Leben nehmen, aber dass wir eine Auferstehung kann in der Ewigkeit nehmen. Wir wollen nie ein Körper stehen. Und hat die Lehren, was von der einmal schwer sind, die wollen alle geändert worden. Aber das ist alle am Glauben an Jesus Christus. Dankeschön. Amen. Hier sind noch ein paar Dinge, die ich will bekannt machen, für ihr gehen, so bloß noch ein paar Minuten. Ein Ding ist, wie wir unsere Vision-Klasse waren, und die wird das mal bei der Kirche sein. Bei der Kirche Office, meine ich. Bei der Kirche Office ab Kilometer 8,5, das ist unser Office. Und da wird April den 12. sein und den 13. das Oves. So da haben wir eine Vision-Klasse, und wenn ihr fragt, was ist eine Vision-Klasse? Das ist eine Klasse, die ewig dass die keine wieder wissen. Wir sagen immer, glauben, und dann taufen, und dann wissen. Das ist eine gute Lehre, wo ihr keine Hand kommt, bloß wieder wissen in ihrem jährlichen Leben. Und wenn du nicht von dir bist, was die hast, Leute taufen, du wirst gerade selber wissen, du kannst da hinkommen, das ist eine gute Stadt, wo du kannst wiederkommen und in dein christliches Leben wissen. Und wenn du was ein Glied war in dieser Kirche, dann fragen wir, dass du die Klasse der hast. Oder wenn du willst, wo wir dein in dieser Kirche, dann fragen wir, dass du erst die Vision-Klasse der hast. So, das ist ein guter Ding, was du kannst tun. Bis das klar ist, wenn wer sich hier taufen lässt, mit dort sind sie nicht Glieder hier bei der Kirche, das ist ganz apart ein Ding, taufen ist apart ein Ding. Und so, bloß, dass wir klar sind mit dort, wir immer wo gleich in der Vision-Klasse zu tun, sein könnt ab von der, und dann macht ihr dort, was bei der Kirche Office sein, Klock 7 Uhr, den 12. und den 13. April. Dann noch ein anderes Ding, die Kinder-Coordinators, die die Kinder-Kirche ran, sie wollen eine Movie-Night haben, wo es ein Movie war, kicken hier mit den Kinder-Top, und ihr kann alle herkommen, Eltern auch. Bringt ihnen Kinder her, da war Games sein, NFL live da, ihr kann durch Spiel, Kartenspiel oder was immer, hier wird ein Movie sein. Und sie fragen bloß, dass die ein bisschen Chips und Salsa mitbringen, dann kann ich hier eine gute Zeit haben mit allen Kindern. So, das den April, den 16. auch Klock 7 Uhr. Das ist wieder so ein Service ist. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Ich will bis nach ein Sehen beten, evaluieren. Was fährt das da? Weil ich muss sagen, dass die Kummer, die wird hier lauter oben sein.
En wanneer hier eenmaal weer essen fehlt, wat met te nemen in huis, een lus eten, goed te bestaan. En die diakon, die wil je dat met geven. En het andere ding is, wanneer je willen geven van jou, je kan geven. Wanneer je hier ja zet, en je zijn ons komen bezeten van jou, en vielleicht je kinderen, een grootkinderen in je steden, je brücken niet geven, maar voor die wat er thuis zijn, die daar zijn te bezeten daar, dat je kan geven. En de gebedsteam, die wat hier verder zijn, ze zijn bereid om voor jullie te beden. Wat immer is, wat in jullie leven aangaat, en je willen dus met wem reden, komt hier nog ver, en zij willen met jullie beden. Dat is hier niet een lange tijd counseling doen oder zo'n dingen, maar hastig, jij bus herkomen, zij wat jullie schwer is, en zij zijn wellicht om voor jullie te beden. Voor hem helemaal dankzij voor die live, voor die genade even ons, en ik bid en zegen nu even jeder einer, wat hier is, en ja, van ons een goede Oosterdeel, wanneer we top zijn met onze familie, Holland sicher, wat wir uns wahr sein in Jesu Namen. Amen. Wat wahr sein. Du rops mig ut åt gravbyn nu. Du rops mig ut av mine sjå. Jag säger åt Ole as för nu. Dort nie as jag kom. Du har apärstund om skroft. Jag kan leva den i Jesus. Har du Jesusans frihet. Nicht Maja, gebungen sind dem Oostren. Jag lever in dina Läwen skönhet. Har du Jesusans frihet. Jag ser med härlighet geklädd. Din helga gäste lyften mig. Dig förgångenhet hast du betrott. Dort nye as hier. Du har apärstund om skroft. Jag kan leva den i Jesus. Har du Jesusans frihet. Nicht Maja, gebungen sind dem Oostren. Jag lever in dina Läwen skönhet. Har du Jesusans frihet. Frihet, har du Jesusans frihet. Du Jesusans frihet. Det kedens en var.